Beide sind unfruchtbar. Es hat unglaublich viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ja, dieser Monat hat sicher geklappt. Also Ratschläge wie Ferien, gehen mal in die Ferien, das ist nicht angebracht. Selina und ihr Mann Fabio haben schon gleich gewusst, dass sie mal Eltern werden wollen. Umso grösser war der Schock, als sie Mitte 20 erfahren haben, dass sie beide unfruchtbar sind. Heute reden sie mit uns über ein grosses Tabuthema. Für die Familienplanung haben wir uns entschieden, da war der Fabio 25 und ich gerade 23 geworden. Es hat unglaublich viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ja, dieser Monat hat sicher geklappt. Oder wir sind beide davon ausgegangen, dass es geklappt hat. Wir haben auch unzählige Schwangerschaftstests gemacht, aber kein einziger von denen war jemals positiv. Also wir haben insgesamt 1 Jahr probiert, schwanger zu werden ohne Hilfe. Aber ungefähr nach einem halben Jahr haben wir schon mit dem Frauenarzt darüber geredet. Selina hat kurz vorher die Diagnose Endometriose bekommen. Die Krankheit kann zu einer verminderten Fruchtbarkeit führen. Das Paar hat sich darum dazu entschieden, weitere Abklärungen zu machen. Und sie bekommen eine Schockdiagnose. Beide sind unfruchtbar. Also wir können keine Kinder auf dem natürlichen Weg bekommen. Für mich war es sehr schwer, das zu hören. Man kommt eigentlich vieles mit über von älteren Personen. Da klappt es eigentlich ganz einfach. Man kommt schon auch in eine Sichtweise, wo man auch sehr traurig wird. Es hat mir auch leid für ihn, weil ich zuerst wirklich gedacht habe, ja, das Problem liegt nur bei mir. Irgendwie zusätzlich war es aber auch eine Erleichterung, so blöd wie es klingt, dass wir irgendwie beide in dieser Hinsicht das Problem sind. Den engsten Leuten haben wir davon erzählt, dass wir es planen, dass wir in der Familienplanung stecken. Wir sind eigentlich nachher auch offen damit umgegangen, dass wir Hilfe brauchen, Hilfe annehmen. Also am Anfang ist es nie ein Thema bei Männern, weil das ist schon relativ ein intimes Thema. Aber sobald ich meine Geschichte dann erzähle, dann kommt eigentlich immer positives Feedback zurück. Und dann sagen sie auch, ja, ich kenne ein Paar. Aber vielleicht sind sie auch sie selber betroffen, aber das kommt eigentlich sehr selten eigentlich mit über. Negative Reaktionen vom Umfeld hat es eigentlich nicht gegeben. Es hat einfach die gut gemeinten Ratschläge gegeben, von wegen, ja, ihr seid ja noch jung, ihr müsst euch da nicht stressen oder geht doch mal in die Ferien, entspannt ein bisschen. Ja, aufgrund, dass wir eigentlich sehr starke Personen sind oder Persönlichkeiten, haben wir das eigentlich können wie ausblenden. So Ratschläge wie Ferien, gehen mal in die Ferien, das ist nicht angebracht. Mit der Kinderwunschklinik sind wir eigentlich wirklich etwa genau ein Jahr später gewesen. Und aufgrund von dem, wie es bei uns aussieht, ist eigentlich einzig und allein die ICSI in Frage gekommen. Bei der ICSI wird das Einzelspermium direkt in die entnommene Eizelle eingesetzt. Sie eignet sich darum auch, wenn die Spermienqualität, wie zum Beispiel beim Fabio das der Fall ist, eher schlecht ist. Die Chance, dass auf diese Weise eine Schwangerschaft stattfindet, liegt bei einer jungen Person etwa bei 25% und die künstliche Befruchtung wird ab Stimulationsbeginn nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Das heisst, man ist komplett Selbstzahler. Bei uns sind es ungefähr 10'000 Franken. Wir hatten die Möglichkeit, dass wir uns die Behandlung leisten konnten. Und so Sachen sind einfach ganz klar unvorstellbar, dass der Wunsch nach einem Kind eigentlich abhängig ist von dem, was man auf dem Konto hat. Selina hat ihren Job gekündigt, als sie mit der Hormontherapie für die künstliche Befruchtung angefangen hat. Der Fabio hat in dieser Zeit noch weiterhin im Bereich Einkauf gearbeitet. Aber bald darauf hat sich das Paar selbstständig gemacht und auch der Fabio hat seinen Job gekündigt. Heute designen sie zusammen Schmuckstücke. Dort geht es unter anderem um den unerfüllten Kinderwunsch, Sternenkind und Endometriose. Das Ziel ist eigentlich, dass sich die Betroffenen anhand von ihren Schmuckstücken oder diesen Schmuckstücken dann erkennen. Wir hatten den Embryotransfer und man hat uns dann bereits mitgeteilt, dass es schwieriger werden könnte, dass es wirklich klappt, aufgrund von dem, dass wir eine sehr schlechte Embryoqualität hatten. Und haben dann 2 Wochen später einen Bluttest machen lassen und sind dann sehr überrascht gewesen, als wir den positiven Anruf bekommen haben. Wir wissen aber auch, was für ein unglaubliches Glück das wir haben, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil man normalerweise von 3 bis 6 Versuchen ausgeht, wo das Ganze wirklich braucht, bis man dann mal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat.
Für mich war es ein unbeschreibliches Gefühl, weil als ich sie im Maxi Große heimgetragen habe, war für mich eine sehr Erleichterung nach all dem und ich habe mich extrem gefreut.